der vergammelte Beefy Roll wieder in Dreifach-Turnhalle einballerst, sagst, Husband's die Schwo. Husband's die Schwo. Aber die Ehre, hier bin's, der Kani. Das ist der Bier. Ich bin der Tobi, falls einer fragt. Und das ist gemischtes Kack. Gefischter Fisch. Ich hab mich recht vertan. Hoppala. Ja, trinken wir halt dann, was weiß ich nicht, das wird schon passen. Vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente, weißt du, oder? Das hab ich noch nie in meinem Leben Ja, nicht so passt das. Von welchem Preisendrossel hat denn das eigentlich? Diesmal nicht von mir. Ich weiß gar nicht, es war Ingeborg. Florian, was hast du? Du hast den Schmarrn wieder erzählt. Aber echt. Nee. Und ich hab das den ganzen Tag im Kopf, wenn du so einen Schmarrn erzählst. Aber was denn letzte Woche wieder? Fette Trottel. Ich war im Bett, ich hab geschlafen. Nur ich schlaf. Ja, war Ja, krank. ich schlaf. Was hast du denn gehört? Ja, Wollen Männergrippe. jetzt. Auch. Das geht aber nicht mehr weg. Waren das schon nach 15 Sekunden, sonst ist es wieder ein gelber Button. Ah, scheiße. Ach, scheiße. Heute ist YouTube only. Lass es einfach 15 Sekunden lang piepsen. Können wir uns aufführen. Das machen wir dann nur bei den Spotify drauf. Ja, genau. Geil. Hat eigentlich irgendjemand nochmal nachgeschaut, die Folge aus der Sommerpause, wo bloß eine Stunde, 6 Minuten einfach leise irgendwas war? Das war immer nur die Beste, glaube ich. Dass das keiner, das hat mich interessiert, was sich dort Leute denken. Die würde da gerne wieder daneben sitzen, wenn ich so einen anklickt und sie dann denkt so, hey, was ist da? Lustigerweise ist das eine der meist angeklickten Folgen. Ich weiß nicht, ob das lustig oder traurig ist, tatsächlich. Ganz ehrlich. Bisschen was von Seite A und bisschen was von Seite B. In die ersten 2 Tage auf Spotify ist so. Ich habe leider keine Zahlen von Spotify im Kopf, kann man so nach einem Jahr mal über Zahlen schmatzen, so, da ist mir irgendwann mal eingefallen. Das war vielleicht was gewesen für die... Ich bin ein großer Primzahlen-Fan. ZDF. Was ist denn der Primzahl? Weiß ich nicht mehr. Oh. Das ist die aus Prim am Chiemsee. Ich kann voll schnell Primzahlen ausrechnen. Schnell sag. 4. 5. Ja, aber ist nicht richtig, oder? Ja, Das war aber schnell. Aber schnell. Das ist ungefähr genauso gut wie I think I spider. Ah, Gott, oh Gott. Ja. My English is not the yellow from the egg. Oh Gott, da kann ich jedes Mal kannte die Leute 10.000 Dreschen. Einmal noch, dann geh. Wollen wir nochmal? Ich kann sagen, hängen wir von dir bei Brauchst keinen Beutel von mir aufhängen, weil dann hängen wir auf mit deiner Scheiße. Ja, hol mir so einen Strick, hab ich keinen da. Aus denen kannst du Ich von habe die mir für Halloween-Kostüm spendieren. einen Strick vom Baumarkt geholt. Da habe ich nämlich einen Scarecrow gemacht von Batman Begins und der hat doch so einen Galgen um den Hals. Echt? Sind da Hat der Schnell? Weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle bin ich in den Ja. Baumarkt gegangen und gesagt, ich brauche jetzt einen Meter Strick. Schaut's mich so an. Dann sag ich, nein, du wirst keinen Artikel lesen, der Singer beim Wald aufgehängt hat, sondern nämlich einfach ein Halloween-Kostüm machen. Jetzt gib mir einfach den Strick. Und einen zweiten mit dem Ziegelstarken dran, der an die Füße Ja, genau. damit- Aber sicher nicht, oder? Dann sag ich, nein, sicher nicht, nämlich einfach nur Halloween feiern und kostümiert sein. Der Klassiker. Und dann hast du immer, man kennt die Leute halt auch nicht, oh, wenn sie sich umbringen wollen, gell? Und ich bin drin gestanden, hab gewarnt, Schminke ist mir schon verlaufen gewesen. Ich will nur Halloween feiern. Aber nämlich so scheiße. Aber Halloween macht's gut. Oh mei, oh mei. Habt's einen Trim letzte Woche? Du hast geschlafen. Ja, ich hab geschlafen. Und du drin. Ich hab's ja schon gespoilert in der letzten Folge, dass ich bei Tankard auf dem Konzert war. Stimmt, ja, stimmt. Ich soll übrigens Bei wem? bei Tankard. Ich hab mir natürlich ein T-Shirt gekauft, furchtbar greislich. Ich wollte gerade sagen, das ist wunderschön. Ja, genauso wie sie Und selber. Was hat's gekostet? 20er. Also das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ich wollte gerade sagen, weil du hast glaube ich, mal gesagt, du bist am meisten auf die Konzerte, dass das Merchandise so verschissen Bei teuer den geworden ist. großen Wichsköpfen. Also die schon 70 oder aufwärts für eine Hurenkarten verlangen, die verlangen dann auch noch 40 Euro für eine Huren-Shirts und da bin Das ich ist dann ja raus. Wenn ich die Leute Und schon kennen, dann ist und richtig. meistens ist halt wirklich die schwarzen T-Shirts oder die, also egal was für Farbe, haben nicht wirklich mit dem Fruit of the Loom Macker. Ja, jetzt sind es die Gildern-Shirts, jetzt ist nicht mehr Food of the Loom. Aber sondern Gilder, da so kostet auch das T-Shirt. Also, ich beschäftige mich ein bisschen mit T-Shirts. Ich wollte gerade sagen, du musst wissen, kostet so ein Ding. Warum Ja, kaufst nichts, du keine Schiene? als 50, 2 Euro vielleicht, wenn es das Das ist halt schon krass frech. Ja. Aber und bei den kleinen Hami-Festel habe ich jetzt eben Tankard, kostet die Karten zwischen 25 und 30 Euro und das T-Shirt für 20, das ist immer vollkommen okay. Ja. Festel war auch gut. Irgendjemand, ich gehe rein, schreit einer, hey Kani, anscheinend so, dass ich kenne dich nicht, oder? Nein, aber du kannst mit dem Podcast grüßen. Jetzt, was soll ich sagen? Servus, unbekannter Fremder, den ich niemals in meinem Leben gesehen habe. Soll sein Maul halten! Anstatt einfach seinen Namen vielleicht das sagt, oder sonst irgendwas. Das sagst du, die denke ich mir auch oft. Leute haben einfach immer seltsam, wenn es die erkennen. Leider habe ich den Immer Pogo nicht gesehen, ich hätte ihn gesagt. ein Dropkick-Sackel. Waren wieder lauter Wichser in Pogo. Ganz komisch. Eigentlich sind die, bei so kleinen Festeln sind sie eigentlich recht gemütlich. Aber da waren so Ja, richtig, finde so ich auch richtig, ungewöhnlich. so richtig, ja, so true Vollidioten. Also einer dort gewesen, der hat ausgeschaut wie ein 12-Jähriger im Körper vom 30-Jährigen. Hat ein Stirnband Kenn ich gebraucht, auch, dann ja. ist der Trottel und dann ist er immer, wenn er angerempelt worden ist, er sauer aggressiv, hat er die Leute weggeschubst. Da habe ich gedacht, oh, gut, dass ich jetzt noch nicht im Pogo bin, weil so einer, da kann es ja sein, dass ich zufällig in die Richtung mit dem Ellbogen voranfliege. Hupala. Dann halt So. in der ersten Reihe steht Leute und sie so einhalten und dann bei jedem Rempler ins Kriegen. Dann schauen sie die ganze Zeit und denken, was meinst du, Ja. was passiert da vorne in der ersten Reihe, du Vollidiot?
Die erste Reihe, da musst du den Abstand halten. Eigentlich schon Sicherheitsabstand. Da müssten eigentlich nur welche umdrehen zu der Menge. Also ich stehen, sag mal so, weghalten. First Row bei Rammstein war anders, gell? Die war ja vor. Das Die war- war ja nur davor. Die war drin auf einer schwarzen Ja. Couch und gekehrt. Ja, das war aber dann noch. Aber die, ja? Was übrigens nicht stimmt, glaube ich, ist mittlerweile rausgekommen, oder? Also es ist alles irgendwie fallen lassen Zumindest worden. fallen So. Ja, es ist voll lassen worden auf jeden Fall, ja. Das ist so, da haben wir drüber geredet, das ist der typische Fall von, halten wir halt einfach mal alle unser Maul, bevor wir irgendwann mal irgendwas wissen, was dann rauskommt. Und jetzt hat die einen die Daddy alle in Grund und Boden verklagen, wenn ich Rammstein war. Die Daddy so in Grund und Boden verlangen, jeder verlangt, der da irgendwie das Maul aufgemacht hat, dass bloß noch alles schön wird. Ja, vor allem, weil das hängt ja aber trotzdem nahe. Ja, das ist, Ja, das ist eine zu wissen- Rufschädigung, Ja. die So einen seinesgleichen gewissen sucht. Grad hast du definitiv genauso die Leute, also du hast immer wie am Anfang die Leute, die gesagt haben, das stimmt, und die Leute, die gesagt haben, das nicht stimmt, hast du jetzt die Leute, die sagen, das stimmt trotzdem. Ja. Das glaube ich nicht. Ist Sonst klar. irgendwas, Hat sie freikauft, keine Ahnung. Unschuldsvermutung ist da. Was ist Vermutung? Unschuldsvermutung. Ja, keine Ahnung. Da haben wir wieder bei dem Thema so, es ist wie wenn ein Weiberleid sagt, der Typ hat mich vergewaltigt, das kommt auf, es stimmt nicht, dann soll jetzt sie die Strafe kriegen, die er gekriegt hat. Ja. Haben wir schon Oder ein paar Mal einen dabei sauberen gehabt. Das ist- Hassmensch, wenn wir drüber geredet haben. Ja, aber sie hat ja keinen gerissenen Damm, warum soll sie dann einen Hassbild? Ich wollte gerade sagen, Einfach Bro, so. was hat das für einen Sinn? Ja doch, die Kunde trotzdem den Hassband-Stitch kriegen. Ja, was hat denn das damit Er zu ist ein tun? Was ekliger redest du Mensch. denn? Doch, natürlich. Du möchtest jetzt einfach gerne einen Nein, der engere macht's doch- Fotzen, sagen wir es Der mal macht's so. doch dann nur enger. Das ist ja wurscht, ob der jetzt Christen ist oder nicht. Das war halt Christen, war so ideal, weil der kannst du gleich weitermachen. Okay. Also ich Einigen wir uns cool. drauf, der Flogiani möchte enge Fotzen haben. Auf gar keinen Fall. Alles andere Ganz nicht. komische Kultur, die die da mitbringen. Verstehe ich nicht. Aber Nein, ja. ist der Beefy Am Ende Roll. ist es sein Leben. Der vergammelte Beefy Roll wieder in Dreifach-Turnhalle einballerst, sagst, Husband Stitch, wo? Ich spiele nichts. Bitte fix. Es ist wie wenn ich in deinem Vorteil fegelte. Irgendwann steht man vor seiner Einfahrt. So, das ist wie wenn einer holen, Leute! Das ist bei, ich glaube, wir haben uns jetzt wieder von geschwatzt, hast du mittlerweile bei Gen V eingeschaut? Bei was? Bei Gen V, dieses Spin-off aus The Boys, hast du schon eingeschaut? Da ist nämlich auch gerade ein Typ dabei, der hat irgendwie einen Hirntumor und dadurch hat er irgendeinen Bäcker, dass er, wenn er Löcher sagt, dann muss er die fegeln. Scheißegal, wo die sind. Und da ist er dann in der einen Folge am Schluss, siehst du nicht, dann, wo er überall dran hängt, am Luftdruck, noch im Baum sagt er, überall steckt er rein, irgendwo sagt er, der Ungel steht und nimmt er dann auch und fliegt den Kopf. Also wieder richtig assi. Der Eihaul. Typischer Flock, ja. Das ist schon wieder Ey, zu aber warum? auf das Effort. Ja, komm jetzt nicht. Ja, Kunde, ich fegel doch nicht in jedes Loch. Nur in die Enge. Nur in die Züge rein. Okay, alles klar. So, was war sonst noch so? Was waren so los? Ja, Weißt du, was das Erste ist, was ich sage? Ich muss einfach so, weil ich meinen Maul nicht halten kann. verzeih's. Das kommt dem ziemlich gleich. Kann dieser verfickte Erdball endlich aufhören zum Eskalieren? Ja, das ist irre. Kann es endlich jetzt mal eine scheiß Ruhe sein? Ich rast aus. Da haben wir's wieder. Weil ihr. Ja, aber gut, den hab ich nicht gehört. Was nicht stehen? Bild. Das glaube ich ja nicht. Da haben wir es wieder. Ich darf sogar glauben, dass dieser Schlagzeiler aus der Bildzeitung ist. Das darf ich sofort glauben. Nein, ist er nicht. Das Datenzwing gleich kapieren, glaube ich. Da haben wir es Ja, aber wieder. 95% Ja, der was- Großteil der Bildleser, glaube ich, kapiert sowieso Da seine haben nicht wir es fein. wieder. Also es stimmt ja, da sprichwörtlich, da haben wir es wieder. Ich meine, diese Fehde geht seit wann? Keine 75? Ahnung, keine Kenne ich mich Ahnung. auch zwing aus, aber ich glaube, dass ja jeder eine Schon Meinung haben wir sich... zwar jetzt wahrscheinlich wieder unendlich feiner Ostkonfliktexperten, wenn jetzt nicht aus dem Boden schießen. Ja, natürlich, aber da brauche ich keinen Ich beschäftige mich seit 10 Ostkonfliktexperten Jahren sein. damit. Und das Ehrlich? habe ich doch schon. Ja, natürlich. Okay. Kein Mensch beschäftigt sich da damit, das ist mir schon klar, aber ich glaube, ich darf sagen so, du Babys einen Kopf abschneiden, ist eher nicht so Asozial. geil. Beim Fußball darf man sagen, also ich habe damals schon in der Bettwäsche geschlafen, in der israelischen. Traurigerweise ist es wirklich, dass wieder Na, nur aber- die Zivilisten drunter leiden müssen. Ja, Egal. das ist ist so eine asoziale Das Scheiße. ist ja sicher nicht. unfassbar. Ich weiß gar nicht, also mir fällt wirklich selten zu irgendeinem Scheiß nichts ein, aber das ist eine derartige Untermenschenscheiße, dass ich nicht Die weiß. sollen sich gern selber da schießen, aber doch nicht die Zivilisten, die Kinder, Frauen und Alter, die halbstarke schneiden, Männer. gut, ob halt, haben wir wieder so, ob stimmt, nicht stimmt, bla bla bla, ist eh klar, ich habe so eine Ja. amerikanische Reporterin gesehen und die steht in voller Montur mit Schutzwesten und Helm mitten in die Soldaten drin und in so einem kleinen Dorf und die Soldaten halten sie zurück, dass sie da nicht reingeht und lauter so einen Scheiß und verzeiht dann, da haben halt 40 Babys geköpft. Das ist- Da muss ich sagen, Alter, was ist mit euch? In dem Moment hast du einfach dein Recht auf Menschsein Ja. verloren. Das ist ja, die haben ja extra so Das ist einfach- die haben ja extra so Schutzbunker gehabt, da wo du reinlaufen kannst, da haben sie ja bei Boah, den das hab ich Festivals auch auch gesehen, versteckt und dann haben die da halt einfach Granaten Ja, eingeworfen. und dann ein Sechs, der läuft aus, da schießen die- ihm 5, ja. 6 Leute mitten auf Da dem haben Hof und zwei, fällt da nach. haben Das zwei ist Leute so nur krass. überlebt, weil sie unter die Leichen vor die anderen versteckt haben.
Das ist Boah! Da kriegt man die Gänsehaut. Ja, aber Die verpixelt gleiche die Scheiße war Battle. damals in Paris, da war es doch auch so, dass ein paar, was da den Anschlag gegeben hat in dem Konzert, haben ja auch einige Überlebende in der Zeit, dass sie sich zwischen die Leichen Einfach nur irgendwie hingelegt, ja. und gekauft haben, einfach nur, Ja. dass das nicht Was meinst du, was geht dann da durch einen Shell? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da Das funktioniert ist nur. konstant, keine Ich glaube, da Ahnung. funktioniert es nur. Das Was ist denkt so, man da? du musst dir vorstellen, was ist mit denen? Das ist, also die Frage war noch nie so real wie jetzt gerade. Was ist mit denen? Ja. Irgendwann reicht's halt einfach. Ich hab keine Vor allem Ahnung. Zivilisten. Ich Das weiß geht auch nicht, nur wie nicht. super unschuldig Israel da auf der Gegend ist. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber das ist halt einfach, ich glaube nicht, dass die da rumgehen und Babys den Kopf aufschneiden. Ja, kann ich. Einfach nur Das zu ist glauben, halt das einfach, kann ich- keine Ahnung, ganz ehrlich, mobilisiert das komplette Militär fotzt durch und jetzt ist alle weg. Weil sie nicht hilft. Ja, aber das kannst du ja doch nicht. Das ist ja das Problem. Das ist ein kleiner Streifen, aber das ist ja alles verschachtelt. Die haben ja praktisch überall Tunnelbauten und hauptsächlich hast du halt wieder dann Das ist, glaube ich, auch der Zivile- Grund, ist es nicht, ich habe mir ein paar so Dokumentationen angeschaut, das ist unter anderem auch der Grund, warum der Amerikaner ist an Afghanistan gescheitert. Alexander der Große hat alles genommen außer Afghanistan und, weil da alles vorher Berg ist und die haben irgendwo in die Höhlen drin, du kriegst die nicht raus da. Du kriegst, und die haben einen Sehen, wie soll man sagen, eiserner Wille, jetzt ein bisschen, aber was anderes fällt mir nicht ein. Die haben so fanatisch narrisch, Ja. dass die nicht aufhören. Da wenn 1000 Leute auf sie zugeben und sie hören zu zweit, dann hören sie auch nicht auf. Warum? Was ist denn mit denen? O-Ton, Zitat. Weißt du, warum die so viele Kinder kriegen? Damit sie mehr Türer zum im Tod schicken haben. Ja. Sag, was ist denn mit denen? Das ist ja doch kein Lebenssinn, oder? Das Da ist der kannst du eigentlich Leben. nur zu dem ganzen Ding sagen, was ist mit denen? Was ist mit denen? Ja, ich Was soll die weiß es auch Scheiße? nicht. Das ist Weißt du, so. unser Leben, wir wissen gar nicht, das ist alles so eine utopische Ja, aber es ist ja so Scheiße. weit weg Und wir von sitzen uns, da das generell, und was ja. ist unser Leben, unser Tag? Wir sitzen da, nehmen einen Podcast auf, jeder hat eine Arbeit, jeder hat was zum Tun, keine Ahnung, bei denen ist, die stehen dann auf und halt schon überlegen. Baby geköpft. Ja, weil die stehen dann auf, glaube ich, und einer Welt ist, ich bring Leute um. Was ist denn mit denen? Why? Stop it! Hass! Jetzt hands auf. Safe. Ja, Ja, Sonntag ist vorbei. die kennen, we called it. die kennen, viele sagen, viele eskalieren dann umeinander mit, die kennen alle keine Ahnung, haben Zipfel aufgehängt und was weiß ich was für ein Scheiß. Nein, Alter. Eine geile Bauernschmerze damit für irgendwie ganz wurscht, was sind Ja. die Zitaten? Ja, du hast überhaupt keine Vorstellung, glaube ich, keiner von uns hat eine Vorstellung, was Nein. da abgeht. Stell dir vor, wir sitzen jetzt da und jetzt in dem Moment geht Raketen rein. der Bombenalarm Ja. los. Was tust du denn dann? Was machst du jetzt? Also ich werde jetzt auf jeden Fall nicht in so einen Bunker reingehen. Ich hätte jetzt wirklich Angst. Wir haben ja gar keine Bunker. Ah doch, in Dingolfing gibt es also. Gibt es einen Luftschutzbunker in Ich weiß Niederlande? nicht, ob es einen Luftschutz, aber so ein Bunker gibt es auf jeden Fall in Dingolfing, ja. Aber ich sage euch nicht wo, weil ich brauche einen Platz da drin. Und so Krieger, den sein Blut ist so vorher Asbest, strahlt da nichts rein. Das ist wie bei den Simpsons bei der Folge. Ja, das ist auch nur ein Haus straight nach dem zweiten Weltkrieg. Das überlebt nicht, die paar Raketen, die überlebt es einer. Easy peasy. Easy. Du lockst am Ende alle aus. Ja. Habt Bist ihr du mit diese Raketen eigentlich mitgekriegt? Wie die Leute gewarnt werden, wenn ein Raketeneinschlag ist? in Israel, oder wie? Ich glaube in Also mal Israel. vorweg vielleicht, bevor wieder irgendwelche falschen, wir haben ja absolut keine Ahnung, aber wir reden da jetzt drüber, weil das einfach, ich flippe aus. Ja, muss raus aus meinem Mal. Ist aber ganz interessant, bevor diese Raketeneinschläge vonstatten gehen, kommt ein Vorbote, eine kleine Rakete, die nennt sich, auf Englisch irgendwie, also die hebt das Dach leicht, also die schluckt praktisch aufs Dach ein und macht Bumm. Und dann hörst du in dem ganzen Haus, okay, raus. Und dann haben die Zivilisten haben dann so und so lang Zeit, um zu flüchten, bis die waren. Ist das gewollt so, dass Zivilisten Zeit das haben ist zum zum Warnen. Flüchten? Das ist als Warnfunktion wieder. Ja, so schießt wahrscheinlich Israel zurück. Aber du glaubst Ich doch weiß selber nicht, dass der Hamas-Trottel, der hat da glaube ich nicht vorher angeklopft und gesagt, aber hey, hast du schau das mal. gesehen mit diesem Abwehrsystem aus Israel? Das ist krass. Ich habe ein paar so Videos Wo gesehen, legt ja, der wenn Russ es die in der Raketen Nacht, jemand das und ist auf krass. einmal Ja. dann dran die wieder um. Das ist schon habe ich krass. auch so einen Reporter-Typen, der steht im Prinzip, also sprichwörtlich, steht er gerade am Balkon und hinter sich siehst, es ist Nacht und du siehst halt die Raketen reinfliegen. Und im Prinzip kurz bevor die in die Stadt einschlagen, schießen die Abwehrsysteme da auf und zerfetzen die Raketen in der Luft. Und er sagt sprichwörtlich, da wenn jetzt einer nicht trifft, dann schlagt er Raketen. Naja, du Vollidiot. Nein, aber da gibt's ja dieses Abwehrsystem, macht dieser, dass das praktisch in diese Raketen greift, in bis zu 20 Stück gleichzeitig oder so. Gefährliches Halbwissen. Und praktisch die Raketen, die drehen sich dann. Also die gehen dann praktisch. Fliegen wieder heim. Na, die fliegen ein Stück zurück und dann lassen Denn sie die wird dann explodieren. Die schwindelig. übernehmen dann praktisch dann die. Den Computer-Chip der genau. Rakete. Oder? Aha. Die ist schon auch richtig krass. Auf einmal so.
Ich da jetzt heimfliegen Das ist lassen. schon- ja, aber Flieg das da, glaub wo du ich- hergekommen bist. Ja, das glaub ich, was ich von gelesen habe, dass die Idioten, die haben ja mit Absicht den ganzen Raketenabschussstellen zwischen zivile Ja, die sein- nehmen- also die nehmen halt das palästinensische Volk einfach als Schutzschild Ja. her. Und die sämtliche Geiseln, die in Zeiten, was hat einer, irgendwo habe ich gelesen, die drohen Israel auch damit, wenn die mit dem Raketenbeschuss nicht aufhören, dann bringen sie in der Stunde eine Geisel um, filmen das und schicken sie einer Familie zum Anschauen. Das ist, Alter, Das ist so eine weißt du, was ich mir utopische... wünschen Was darf? jetzt auch- Irgendwo ja. darf ich mir wünschen, dass außerfinden, warum der Amerikaner kein Healthcare-System hat. Dauert ein wenig. Das darf ich mir sehr wünschen. Jetzt weiß ich nicht mehr Hälfte, oder? Ein Watzenschweinstaffel drüber geschickt und alles am Erdboden gleich gemacht. Ja. Eigentlich ja. Ich weiß einfach nicht Hälfte, oder? Was soll das? Die haben Deutsche haben es, glaube ich, auf dem Festival auch erwischt, die haben es noch ausgezogen, am Jeep vorne aufgebunden. Und dann hocken sie hinten in dem Lader zu 20 drin und fahren sie, da schossen, blutig, knockert, fahren sie durch die Stadt und bejubeln das. Und bei uns in Deutschland stehen dann Leute auf der Straße mit der Palästina fahren. Was ist mit denen da gehört? Die kennen Domi geschickt. Teleskopschlagstock, niedergeknüppelt und da runtergefahren. Ja. Was anderes fällt mir noch nicht ein. Aber- Das ist verboten, oder? Was? Also allgemein diese Weißt du, dann Pro-Palästina-Dinger. himmelt man mir in Deutschland Das Geile umeinander. ist, jetzt wird der Hamas ist jetzt als terroristische Vereinigung bei uns eingestuft und verboten worden. Was? Jetzt. Die waren jetzt erst, oder was? Immer wieder, wenn es um Jahrhundert. das Thema geht, jetzt seit 3-4 Tagen, her immer wieder, dass dieser Konflikt seit Jahrzehnten existiert. Und jetzt fällt es einer ein, dass es verboten wird. Dann wird bei uns umeinander gepimmelt, ja, das Demonstrationsrecht, das steht im Grundgesetz. Halt die Schnauze! Da muss der gesunde Menschenverstand irgendwann einmal sagen, weg mit denen! Das ist ja mir sehr klar, also, weil sobald diese Leute, die da jubeln, die kennen so, die werden jetzt halt alle, also Die Judenhasser. die werden ja belangt, die werden ja jetzt Ja, belangt auch zu Recht. Das ist da ist es Gute, Die dass Frage sie ist alle halt, wie Kameras wir- drauf haben und so. Die Frage ist halt wieder wir. Die haben ja, sagen wir Polizisten, die da dumm stehen, haben ja Kameras dran, die können die ja dann ausfindig machen. Ja gut, die müssen ja erst einmal Also, ich mein- Datenschutzerklärung mein- unterschreiben, mein gell? Dass die Fotos verwenden Ich wollte gerade dürfen. sagen, die müssen erst Ja, die und SGVO dazwischen- Vom unterschreiben. Richter, du, ich hab den zugeschickt, der Ja, vom Richter das nicht ist so, sagen. wie das nicht wundern, Alter. Wenn dann der Polizist, der den Typen filmt, verklagt wird, weil der andere kein DSGVO unterschrieben Aber hat. was ich Im Hall, ich was ich flippe alles aus. so krass finde, ist ja tatsächlich das, dass die doch die ganzen Frauen, dass die zum Teil die Freunde von die Frauen umgebracht haben und dann nebendran noch die Frau vergewaltigt haben und sie dann getötet haben. Das ist doch also. Das ist alles eine Schlimme- sehr absurde Das ist ja Scheiße, auf- Alter. das ist- Aber wie beim- galt es die Leute an oder Wie es beim was IS, ist denn die wollen nicht maximalen Terror verbreiten. Ja. Wie Ja, beim dieser IS damals Terror, wenn schon. ich da an. das ist der schießt blanke den Terror. Freund und dann kriegen einen Ständer und will dann die Olle Das ist der bumsen, blanke Terror, was die da Das gibt's doch machen. nicht. Das ist doch einfach nur. Das ist recht verschlimmend. Ich sage, ich wüsste nicht, wie es noch schlimmer geht. Dass du Terror verursachst. Ja. Ich wüsste Und, nicht, dass es noch schlimmer und darum ist es also dumm, Vielleicht, dass die wenn er Leute diesen zuschaut. Scheißdreck die ganze Zeit die Videos umeinander schicken, weil genau das wollen sie ja. Deswegen filmen sie ja, damit sie das verbreitet. Und jeder Trottel, Ja. oh ja, hast du es gesehen und schickt die Videos. Weil dann nein, schickst nicht weiter, du Vollidiot, sondern löscht den Scheißdreck. Ja. Das gehört nicht verbreitet. Vollidioten. Aber da kriegst du echt einen Ja, Vogel. ich kann nicht verstehen, wie so jemand in unserem Land auf die Straße stellt mit einer Fahne von den Wichser. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Vor allem die Hundertschaft das von kann nimm kein- mein Steuergeld und verramm die Trottel. Und zwar alle. Da der geht reicher, der Steuergeld, gell? Mit Sicherheit. Hast du schon mit Steuer zahlt? Nie. Also. LG ans Finanzamt. Das ist Gebsteuer. 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 Geb- Keine Ahnung. Da können 25 Lufthansa-Maschinen hingestellt, alle ab nach Hause. Alle wieder schauen. Tschüss. Das Traurige ist ja, dass Keine schon Ahnung. so viele Leute überhaupt, die gar nicht da herkommen oder sonst irgendwas, sondern da stinknormale deutsche Trotteln umeinander rennen und dann pro Palästina, anti Das verstehe ich sowieso Und das sind eben die Idioten, wo wir vorher gesagt haben, die null Ahnung haben, aber einfach mitlaufen, hetzen, das Ja, da fällt ja auch früh haben. generell in der Politik. Ich hab's ja Trotteln, nicht ja. weiß nicht, ob es die Wahlen jetzt da bei uns mitgekriegt habt. Oh, das ist auch was, wo man mal ja. drüber. Ja, und dann Hupsi, seine Anti-Kampagne hat ja richtig gut funktioniert. Ich hab's immer lohnen müssen. Wie viel Zuwachs hat er in Bayern? 35%, glaube ich. Ja, einfach zwei. Da ist auf alle Fälle nicht dagegen gewesen. Hupsi, da warst du nicht dagegen. Hupsi, jetzt tu mir was. Jetzt tu mir die von der Straße weg und fliegst heim oder was ich was tust damit. Ja. Was tut er denn wieder? Ja, der mit PC spielt ein bisschen. Ja, passt, alles klar. Ich tu das Handy So, ich bin sagt mal, servus. Ciao, schönen Abend. Haben wir da was dazu zum Sagen zu der Wahl? Wundert das irgendjemand jetzt mal ganz ehrlich? Ja, ist traurig. Wundern tut's mir irgendwie nicht, aber traurig. Die Ja. Scheiße. Dass mittlerweile jeder Fünfte die AfD wählt, ist eigentlich krass. Das ist Wahnsinn. Mir Wir haben wundert das drei. überhaupt nicht. Also wenn ein Dino da ist, dann der Ja, Fünfte, der kommt, ist der Wichser. Der Gnedel. Ich arbeite noch dran, dass der Gnedel auch noch wegen dir. Der ist zwar behindert, aber nicht blöd. Und laut.
Ja, vor allem laut. Ja, War nicht da nicht so hauptsächlich häufig laut. passen. Warum hast du eigentlich da eine Wichstiere hingelegt? Was ist mit dir eigentlich? Zum Wichsen? Achso, okay. Ja, Dumme Frage, ich verstehe. So ein Schüssel oder auch zum Ja, Sammeln. das ist die Wichsschüssel. Ja, gehen wir dann später ein bisschen ein. Ja. Das ist so die Das Geschichte. ist schlecht. Spaßklagzeichen versteigert man dann. Feebay. Für Spezi-Wix. Aber auf Kleinanzeigen bitte. Da kostet nichts. Scheiß Kleinanzeigen, da Wo kannst du waren wir? mal gegen einen Wollmann, Kasten Bier tauschen, gell? Echt? Ja, das ist voll die Schweinerei. Wo kann man Wichse gegen ein Glas Bier? Nein, da kannst du nicht mehr was Da gegen ist ein Kasten Bier sofort- kaufen. Wenn du auf Kleinanzeigen sagst, du hast was weiß ich, alte Eckbing, die geht einfach nur weg und möchtest du dann nicht wegschmeißen oder Sie sonst ist dann was. ein Wegbing. Holst da, genau, wegbing, holst das ab, bringst mir einen Kasten Bier mit, wird die Anzeige gelöscht, weil du nicht mit Alkohol da umeinander manken darfst. Soll Du das? sagst ja einen Kasten Paulaner Spezi. War auch geil, ja. Ja, so Aber wenn ich Spezi Kasten- macht dann in Anführungszeichen. aber wenn Ich ich, möchte in der Apokalypse ist wie in Fallout die Flaschen stopseln, aber nur vom Paulaner Spezi, die 10. Cool. Ja. Okay. Das ist die neue Währung dann, die Weltwährung. Das- Lang haben wir das- offensichtlich sowieso nicht mehr hin. Der weil ist so geil, der Paulaner Spezi. Der Nach Beste. dem Nur aus der größten Flaschen. eiskalte Flaschen Nur Paulaner aus der Spezi. Flaschen. Wallig. Ja. ja. Das ist ja das Dosen geht's einzige, zur Not noch, aber das andere. eins von ganz wenigen Sponsorings, die ich annehmen darf, wenn wir die jemals gefragt hätten. Einer hat ja, der Fleischi damals, der hat einmal versucht, etwas einzufädeln, so ein bisschen, aber da hat sich leider nie gekriegt. Und ich bin nicht so der Fleischi. YouTube-Spacko, der dann gleich schreibt, ja, ich kann nicht mehr Werbung will Hä, wie versuchst du ständig? Ja. Echt, Sagst du immer, kriegst du immer nur Absagen. Ja, scheiße. Ja, jetzt, wenn wir mir kommen, heißt es, warte, ich muss gerade noch schnell irgendwo anfragen. Ja, genau. Nicht nur Red Bull Verleitflügel, sagt er immer. So, ich trinke dabei einmal und schau, ob sie ja ein Gespräch zustande bringt mit dir mit 2 Minuten beim Malen. Hast du das mitgekriegt mit der WM? Wo Welche das WM? die 2030, 26 stattfindet? Irgendwo auf 3 in Kontinenten Tränk- mittlerweile. Ja, das habe ich mitgekriegt. Wo sind wir überall? Südamer- Spanien? Südamerika? Ja, Südamerika und Nordamerika. Also Uruguay, glaube ich, ist Ja, wer kennt ja nicht den Kontinent der Spanien? Klassiker. Ja, der Europa halt dann. Da haben sie irgendwann Eurasien, wenn wir es ganz genau nehmen. Eurasien! und Top-Kommentar dazu, ja, nächstes Mal haben wir irgendwo auf Mount Everest und sonst was, aber dann nur Spitzenspiele. Aber das ist doch krass. Also auf 3 Kontinente verteilt. Ja. Da musst du dann während der WM, da wo du schon auf alle 3 Tage Fußball spielst, auf krass, auf dem besten Niveau, das es überhaupt gibt. Und dann musst du nur zwischen die Kontinente mit diversen Zeitzonen und sonst wo hin und her reisen. Was Ja, soll aber, denn das? ja, habt wir haben einen Papierstrohhalm mit einem Feind nichts. Ja, oder? ist wichtig. Und das haben wir jetzt auch doch bei, haben wir eh schon mal geschmerzt, glaube ich, auch nur mit der Formel 1 und so weiter, was da über die ganze Welt umeinander gereist wird, Ja. und die zeigen, was das ist. Ja. Aber Habt ihr das, das da mitgekriegt mit der Formel 1, da wo sie jetzt in Dubai waren? nein. Nein. Oder nicht Dubai? Oh, scheiße, wo war Wollten das? nicht, wollten Oder nicht in Saudis Amerika. Ja, genau. Und da hat doch von uns das war doch kaufen? ja, das wollten sie auch. Aber da war doch jetzt ein Rennen. Und da ist doch alles so schlecht gegangen, weil es so heiß war. Da ist die ganze Trinkanlage in dem Autos ist komplett heiß geworden. Die Sitze haben heiß gewesen. Da haben zum Teil die Leute haben dehydriert komplett. Wenn's wieder da Die haben- Frischwasser kocht da drinnen dann. Ja, also die haben ja wirklich, zum Teil haben sie aus die Autos nicht mehr rausgekommen. Das war jetzt erst am Wochenende. wenn Ja, mich super. alles täuscht. Scheiße. Angeblich ist ja der Plan von Saudi-Arabien, diese ganzen Sportdinger aufzukaufen, weil halt Zu Recht, oder? die Weltindustrie weg will vom Erdöl und so und die halt auch irgendwann mal gespannt so, Moment mal, jetzt wenn wir uns nicht was überlegen, dann haben wir irgendwann Die pleite. Olympischen Winterspiele. Und deswegen wollen die ganze Scheiße, die wollten PGA, Golf wollten es kaufen, haben wir glaube ich auch schon mit drüber geredet, Haben wir Formel schon, 1 ja. wollten es kaufen, natürlich wollen sie jede WM bei einer haben, dann kaufen sie die ganzen Schweine da einen Spieler für eine Drecksliga da unten. Hey. So, wen haben sie? Neymar haben es gekauft, glaube ich, Da oder? haben wir Ronaldo, Neymar, Ronaldo. der Podaici. jeder. Ronaldo, oder? Jeder geht obi. Leider nicht, die waren ja Wurscht. Klugerschaft zu gewinnen. Ja, ist eine total lächerliche Scheiße. Ja, aber hoffentlich kriegen sie es dann an Stapel. da ist dann auf einmal dann nämlich wieder wurscht, Menschenrechte, wo sind Menschenrechte, keine Ahnung. Ja, genau, was? Weiß ich nicht, der hat 480 Milliarden auf den Tisch gelegt, was für Menschenrechte, da hält er mit dem Maul jetzt. Richtig. Eigentlich Das sind ist die ein- unten ja ganz nett. Es ist mehr gibt Geld als Menschen gibt. Ja, solange es der Mob ist, ist der eh wurscht. Oh mei, oh mei, oh mei. Ja, sei es wie es sei, verrückt groß bleibt sei. Ja. Ja, das habe ich ja nicht beigebracht. Das war nicht Ah, falsch. nicht? Ich weiß nicht, wo den ganzen Scheiß die herzigt. Ich glaube, das Das ist, weiß ich nicht. ist Vom das Bullockschraufer. Wenn du einmal irgendwo in eine Bullockschrauferhalle reingehst, dann kommst du raus und redst gerade noch Sau. So. auf der Baustelle wird auch nur sich einer Scheißdreck klar. Also, Ich wollte eigentlich ein Augenbrauenpiercing nach dem Schraufen, ist mir eingefallen, dass ich Dann hast doch du einen es dann Schrauferbinden habe ich Dann hast du es dann durch die Nase Ich wollte gerade sagen, gemacht. hast Ja, du und zurückgestoßen und gesagt, warte, gehoben. Und zum, dann zum Geburtstag kriegst du einen Nosen Skorpion. erwischt. Ja. In der Schlange. Und ein Tribal, das ein bisschen in den Hals aufgeschnitten. Und Fischbaum-T-Shirt. Oh, Fischbahn, die ja. jetzt. Gibt's die da? Ich habe keine Das Ahnung. hat es aber im New Yorker in Straubing hat's Ja, gegeben. genau. Das war so ein Hausmarken eigentlich. Ich glaube schon. Die war in der Grundschule war Fischbahn ziemlich cool. Ja, und die coolsten In waren die Reno. aber mit ärmellose Fischbaum-Shirts, die waren richtig cool. Tanktops, Das war ein Tanktop, genau. Spaghetti-Träger war noch besser. Spaghetti-Träger, Tops. Geil. Da warst du dann schon ein Die bisschen so in hatten- der Rave-Schiene drin. Kriege ich glaub direkt einen unangenehmen Ständer unter dem Tisch da. Ja.
Ja, deswegen ist das Wichstier und der Eimer da. Tatsächlich. Zahnputzen nicht vergessen. Eimer. Und nicht vergessen, sonst bleibt der Stickerl Picke. Sauber putzen. Du bleibst nicht unter. Saubärputzen. Ja, aber das ist ekelhaft. Ein Saubärputzen. Das ist ekelhaft. Na. Letztes Mal haben wir so ein niveauvolles Gespräch geführt. Das stimmt. Und dann ist er wieder da. Kotzt mich an. Das sind nur wieder Behinderungen. Hey, ist euch eigentlich aufgefallen, dass mir eigentlich alle 3 Minuten beleidigt? Ja. Ja, zu Recht, aber. Gut. Ja. Jetzt mir was da, haben wir den Better aufgefallen. beleidigt. Unangenehm aufgefallen sogar. Unangenehm. Ja, ich war sehr Krank. krank und traurig. Ich war auch verletzlich in dem Moment. Mimimi, Das müsst ihr Forziane. Ich müsste ja auch sagen, Burschen. Muss ich gar nicht. Doch, doch, das hat mir im Herzen wehgetan. Aber es war ein sehr erotisches Foto. Wo ich das gesehen habe, wieder lachen müssen. Haben sie auch ein paar Leute in die Kommentare, haben sie köstlich Ja, amüsiert. aber Conny hat mein Handy nicht mehr Das ist Mobbing. Das ist sehr traurig. Irgendwann noch in die Kommentare Dass du mir eine fette Alte brauchst. Ja, ich weiß nicht, was. Ich finde es, oder recht. Aber woher ist das gekommen? Ich hab das nicht Ich hab's auch nicht verstanden, so woher das kommt. unerwartet. Aber ich hab sich gedacht, Aber so, was, aber wo Nein, ist, ich kannst bin eher du der fette Typ- Alte brauchen? aber warum Nein, kriege ich keine? Wo ist die? Wo ist die fette Alte? Ich messe immer beim Kani und Aber der ich- Ja, Kani ich bin eher der Typ zierlich. Fette fette Alte. Alte. Nimm die dünner. Außerdem hat der Typ zuerst Koni geschrieben. Warum meinen, wir sagen immer Kani. Und warum schreibe ich dann Koni? Dann habe ich geschrieben, wer ist Ja, der aber ja Koni? vielleicht wegen Konrad oder so, oder Koni. Kani, Ja, aber wir haben ja jetzt mit Konrad gesagt. kann dann Ja, wir haben aber noch nie gesagt, Und dann hat er wie den richtig war's. peinlichen Option, hast du das mitgekriegt? Weil ich hab dann drunter geschrieben, wer ist der Koni? Und dann hat er seinen Kommentar korrigiert und hat Kani geschrieben. Dass meine Antwort jetzt falsch ausschaut. Richtig. was er nicht gewusst hat, ist, dass dann unangenehm. dahinter in Klammern steht, bearbeitet. See. Hat er nicht gewusst. Das kriegt man nicht mehr weg, das ist dumm. Der ist so blöd. Der ist so Ja, blöd. ich Der weiß ist so nicht. dumm. Man, leider bist du blöd. Der Koni. Der Koni. Konfred. Der Kani. So werdet ihr aber jetzt immer nennen. Jetzt hast du total verschissen. Kanfred. Der Kanfred. Ah, Immer dahinter Namen über Fred hingen, ist immer super. Der Thomas Ich mag funktioniert es auch mal gut, immer der mit dem Sepp. Tom Fred ist auch gut. Ich hab Tom gelesen, die ganzen Fastfood-Restaurants, denen lauft Eiskühl am Buckel, aber Restaurants. Restaurants. Also was Mackie, Burger King und so ein Scheiß. Ja, genau. Warum? Weil in Amerika gibt es doch jetzt mittlerweile diese Abnehmspritze, die es jetzt auch in Deutschland langsam gibt. Ja, aber dann ist es eigentlich gut für die Fastfood-Ketten, weil wenn du die Spritzen Da einbaust, kann ich einfach essen wie Behinderte. fressen. Oder Nein, krieg einen nee. Schlaganfall vom Fett dann. Ja, eben nicht, weil du, das hat ein Hormon drin, das GLP, das habe ich sogar gelesen, GLP-1-Hormon. Was heißt das? Gustav German Let's Leopold Peter. Nein, German Let's Play? Nein, keine Ahnung, wie das heißt. Also, das ist praktisch einfach ein Hormon. Geile, das musst leckere du- Potsau. heißt Ich hab das. auf alle Fälle keinen Bock, mich impfen zu lassen, aber ein German Nein, Let's das Play, ist da hat er mir schon praktisch spritzen. Nein, das ist so schön ins Bäuchlein. Also, Schön Bäuchlein. in die Wampe rein. Ja, was Geil, tut jetzt dann- das? Erzähl. Das Ja, wird ich praktisch, würd sagen, das komm, Hormon, das ist dann praktisch in deinem Körper und du hast dann keinen Hunger mehr. Dann hast du gar keinen Bock auf Burger King und Co. Also, du unterdrückst das Hungergefühl mit der Righty Spritze. right, das kriegen aber in Deutschland nur die... Ja, haben doch nicht eigentlich alle Nahrungsproduzenten dann irgendwie so Scheiße, oder? Ja, aber vor allem Fastfood, weil wenn du keinen Hunger hast, dann hast du auch meistens keinen Bock auf Fastfood. Auf Fastfood hast du eigentlich immer nur richtig Bock, wenn du richtig Hunger hast und schnell was brauchst. Und geil Vollwurst. Oder geil voll Oder geil voll bist. Aber dann hast du... Oder voll bist. Ja. Oh, da ist Es gibt aber auch grausam. nichts Besseres wie ein Döner im Suff, Alter. Ja, ist auch Oh, geil. der Den fressen wie ein Schwein. Ja, so richtig über die Toiletten drüber. Ja, richtig überall asozial. Toiletten. Ja. Also, überall, das schaut aus wie so, Hasselhoff-Style ein bisschen. so richtig weiß Da muss Fleisch, dann auch scheißegal Massaker. wenn er mal runterfällt und dann legt man wieder, das Fleisch ist wieder neben gefallen, ist wieder ein, wieder ein paar Storner und 25 Sekunden Regel. dann scheiß drauf, wie ist er vom Boden. Ich nimm den großen Döner-Teller. Jetzt hab ich Bock auf einen Döner-Teller, warum redet man heute vom Essen? Ich weiß auch nicht. Ich hab gefragt, ob wir noch was essen. Ich hab was Neues entdeckt zum Essen. Hab ich erstens noch nie gegessen, weil das sind so die Bockerer-Nudeln. Bockerer-Nudeln? Was sind denn die typischen Bockerer-Nudeln? Was ist eine Keine Ahnung, was Bockerer-Nudel? ein Bucker- Ja, aber es ist ein Bockerer Essen, wenn du zum feinen Italiener gehst und kaufst ein Schnitzel mit Pommes. Das ist ein Bockerer Menü. Was sind also Bockerer Nudeln? Also wenn ich jetzt das, wo ich bin, praktisch wegbock und mir jetzt normales, was ich überall krieg, dann kaufe. Also, Das ist ein Bockerer Menü. also wenn ich jetzt beim Inder bin und kaufe mir da noch eine Pizza, dann war das auch Bockerer-Menü. Meistens haben sie die indisches Essen und eine Pizza und eine Nudeln und Ja, eine das stimmt, das schon, Da geht aber man es ist ja generell nicht nicht hin. aber es ist ja nicht typisch indischer Pizza. Es ist ungefähr so, als ich gehe ins feine Steakhouse und dann kaufe ich mir Blattsalat. 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 Oder eigentlich als typische Wiener Schnitzel. Blattsalat. Oder Schnitzel Wiener Art, sagen wir es so. Ja, genau, so richtig so. Und für mich ist sowieso, deswegen habe ich die nie gegessen. Wenn ich ein Italiener bin, dann mache ich immer irgendwas Geiles. Ich bin bei mir, mache ich irgendwas Besonderes. Und keine Spaghetti Carbonara. Carboniere. Carboniere bleibt. Was dann? Da habe ich letztes Mal was gegessen. Die sind aber geil. Und dann habe ich gedacht, boah, lecker, die geil, bist du behindert? Und dann habe ich erforscht, wie man die macht, und dann habe ich es daheim gemacht, boah, leck, bin ich da mittlerweile nah dran.
Ja, die Echt? sind, Ich finde, daheim kriegt man die null so. Also ja, ich das sind von mir eine kleine Spezialität. Ohne Sahne, ohne alles. Wenn ich köcheln tue. Gibt es ein geiles Wandpott-Rezept, was du noch einen Topf drin machst. So arme Leute essen. Geil ist. Nein, Carboneras meine ich jetzt. Carboneras? Da gibt es so ein Wandpott-Rezept, wie du die Carboneras machst, da ist sie noch am Topf. Was hat denn Carboneras? Ja, Carbonara halt. Ja, ich finde ja witzig, wie Spaghetti der Kamera Carbonara. spricht. Ich verstehe nicht, das bin Ja, ich er ist einfach. Bitte sag Kahnfred. Kannfred kann wieder nicht. Kann bitte. Kannfred kann nicht. Kann's nicht. Möchte so gern und kann nicht. Ich kann nicht, hat er noch über gesagt. Das ist eine der basesten Sachen, wenn du jemand so richtig straight sagst, ja, du darfst so gerne, aber kannst einfach nicht, gell? Und gehst. Und wenn es auch noch wahr ist! Und wenn es Und auch wenn's noch wahr geht, ist! ja, das meine ich, das ist der Moment, das ist der Base, wenn er genau weiß, Ja. fuck, ja, oder wie? Das ist Mobbing, was es macht. Mobbing. Das ist ehrlich, Mopsing. mir nicht. Mopsing. Aber ohne Sahne, ohne alles. Die Zauberzutat ist Pecorino-Käse. Ich weiß nicht mehr, was ein Pecorino Das ist im Prinzip wie ein Parmesan, Hartkäse, aber aus einer anderen Milch. Ich weiß jetzt bloß nicht, das was. Ich glaube, das ist Schafsmilch. Mandelmilch. Ja. Ja, aus Kackmilch, ja. Also, dass man da überhaupt Milch drauf scheint, ich verstehe. Und nur Speck und Ei. Darfst du eh noch mal Und mehr ist nicht. Also keine Ja, Sahne, kein gar nichts. ja. Das ist voll. Ich habe unbedingt so, leg mir gerade, was weiß ich, wie die Sauce geht, so ich spinnst du und so weiter. Das ist voll easy, das Und das Ding. zweite Zauberding ist die Reihenfolge, wie du es zusammen meinst. Das. Was machen Sachen? Ich muss eins auf. Da haben wir wieder nichts zum Saufen. Nein. Einmal Schlucke. Das ist übrigens die Carbonara-Schüssel. Ja, die ist da hinten schon eher aus wie die Carbonara. Ja, das war ja tatsächlich war die Carbonara-Schüssel von gestern oder vorgestern. Von letzter Woche. Du bist so behindert. Ja, denk dies. Da ist wirklich noch. Magst du mal probieren? Jetzt können wir es noch probieren. Jetzt ist noch ein bisschen Kannst du mal probieren? Ja. Wenn es gut gewesen sind, dann Die war so Ich hab fucking die Fruchtung creamy. jetzt. So fucking creamy, dass du sagst, Alter, jetzt habe ich sofort Bock auf Spaghetti Carbonara. Geil. 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 Sollen wir das Rezept durchgeben, wie es gemacht wird? Nein. Nein, okay. gar keinen Fall. Red mal Warum über. machst du denn das immer? Hast du eigentlich mitgekriegt? Hat irgendjemand mitgekriegt, Nee. was mit Seven vs. Wild ist? Ich hab's zum Teil mitbekommen, Ich kenne die yes. Show so gut wie gar nicht. Eigentlich gerade von euren Erzählungen kenne ich die Show. Aber Ja, reicht ja. Ich kenne es eigentlich Ja. größtenteils auch nur von Erzählungen und ich kenne Shorts und Kurzvideos Entschuldigung, draußen. So. angenommen. Und ich Erzähl weiß jetzt. grob, um was das geht. Da werden halt Leute auf einer Insel ausgesetzt, oder? Und dann müssen sie halt eine Woche überleben und dann werden sie wieder abgeholt. Na, zwei. Also Zwei Wochen? In Staffel 3 Ja, okay. zwei. sogar so Bear Grylls mäßig, wo du dann hast, Alter, der ist eine Woche allein auf dem offenen Meer in so einem Ding drin geschwommen. Nein, der ist auf einer Insel. Wo ich dann sage, ja, meinst, du weißt aber schon, dass er ein dummer Kamerateam war. Das ist ein Vollidiot, der ist nie wirklich allein in Gefahr oder sonst Da, die haben wirklich verloren. Also die filmen Schon. sich selber, ja. Ah, okay, krass. Das ist die erste Show, die ist wirklich 100% serious durchzieht. Oh Mann, du Und redest Kamera jetzt wieder- fliegt von Sag, selber ich mag daneben schon- her. Ich mag schon gar nicht mehr drüber reden. Ich Kamera- geh selber und sag mal, ihr seid einfach nur Mongos. Und wenn Ja, der da du. verrecken hat, dann kommt da keiner, lass uns dann verrecken. Ja, genau. Doch, die haben doch sicher. Man schaut sich einfach, oh ihr Mongos, ich hau jetzt einfach wieder so Theorien rein, die wo einfach nur dumm haben. Mann! Ey, bist du eigentlich zahlt von denen oder warum simpst du da so eine? Ja. Warum beleidigt? Kriegst du da Warum Geld trifft dafür? die das jetzt persönlich Nein, so? weil es ist einfach schon wieder so ein dummes Gelaber geworden. Das ist einfach nicht, das ist ist genau auch dasselbe wie mit Apple-Fanboys. Zu denen mit die Apple ist super gut und fangen gerne mit an, mit denen, Na, du hast keine Fun Ahnung. So, ich wollte dann rechtfertigst du jetzt dafür, warum eine scheiß USB-Kabel 80 Euro kostet. Du wirst zwar nicht von Apple zahlt dafür, sondern du musst es zahlen. Da muss man keine Milliarden Content, übrigens die größte Firma der Welt, die muss man nicht verteidigen. Hast du Apple? Ja. Und? Die muss man nicht verteidigen. Hab ich die verteidigt? Ja, schon, die Arme. Also bitte. Weißt du, das hätte ich fast Nein, aber der es gibt schon 3 Bezos-Chef. Staffeln und es ist einfach die größte, eine der größten Serien auf YouTube, wenn nicht die größte. Und darum, was ist passiert damit? Verzeih weiter. Ja, Und das geht's mir ja eigentlich. Ja, das darfst du erzählen. Es geht Ach ja so. nur darum, dass. Ist jetzt echt gestellt? Es ist echt gestellt, glaube ich. Es ist Aber so 50-50 verstehst- wahrscheinlich. Abnippeln lassen es keinen. Nein, die haben ja da wirklich so Sicherheitsdinger Im haben sie mit dabei. Verhältnis zum Die müssen Dschungelcamp? sie ja. Das ist auch so eine behinderten Ja, Scheiße. ist das Das ist kann ganz anders. Ja, das Die ist haben ja das komplett, die haben ja alle allein. Die haben ja wirklich, entweder früher waren sie Die halt filmen allein, sie ja jetzt selber, haben oder? das Wort und die haben wirklich, die haben einen eigenen Koffer mit dabei, da wo halt praktisch ihr ganzes Kameraequipment dabei ist. Die haben wirklich, da Die keiner filmen sie ja außenrum. selber, oder? Die filmen sich nur selber. Nur. Da ist wirklich keiner außenrum. Und die müssen sich am Tag aber ein- oder zweimal melden, ob es ihnen gut geht, ob alles passt. Und die haben ein Notfallgerät mit dabei, dass die im Notfall, wenn jetzt irgendwas sein soll, haben es 2 verschiedene Stufen, die wo es wählen können, wenn jetzt irgendwas war. Okay, ja, war eine nette das ist- Erklärung, wunderbar. Jetzt kennt man sich aus. Vorher gerade über verteidigen und bockig sein, wie so ein kleines Kind. Und dann wird das zusammengeschnitten und man Fotze. schaut sich das dann an, was sie drin haben. Genau. Genau, so schaut's. Ist es irgendwie unterhaltsam, auch? Das ist Ich glaube schon, dass richtig, es richtig unterhaltsam gut. ist. Das ist halt für mich Also, nichts, aber ich kann mir schon Staffel ich verstehe 1 schon, Ja, haben die warum es dann funktioniert. irgendwie so Aufgaben, die sie lösen müssen? Ja, oder wir so? haben so jeden Tag kriegst du so eine kleine Aufgabe mit dazu Okay. und ja, da ist am Schluss wer am längsten oder wer drin bleibt und
vor allem auch wie drin bleibt. Staffel 1 war halt unglaublich gut, weil sowas hat es noch nie gegeben, so Survival. Da waren ja Mit wirklich große Streamer waren dabei und in der und Staffel so. 1 nicht. Staffel 1 war eigentlich ganz viele, gut, es waren schon YouTuber, aber alles Survival-YouTuber. Also, und auch Survival-Experten, so, die wo das halt gemacht haben. Bear Grylls. Dirk Bach. Deutsche. Staffel, leider schon Das war halt einfach leider schon neu. verstorben. Staffel 2 war halt einfach dann noch so, Die war jetzt Bach Survival am Gazastreifen. Die heilige Folge. Ist das leid. Aber da glaube ich, wirst du gleich gefleckt. Oh, leck, da ist Futter. Da haben wir Futter. Oh, leck. Gibt's wieder kein Geld, toll. Seit 6 Wochen noch getan, kriegt Konsent nicht. Du war hast so da eine nichts. 5-Sekunden-Folge, so Survival am Gazastreifen End. Die End. Ei. Okay, Marlon, wo waren wir? 7 vs. Wild. Ja, genau. Zweite Staffel war dann mit zum Beispiel Knossi und dem Fitness-YouTuber. Boah, wer hat dann kosten? Das ist mir auch wurscht, wie Auf jeden Fall, der Spack auf jeden ist. Fall, die waren, also dieser Bagman Knossi und sowas passt überhaupt nicht. Knossi hat diese Staffel so unglaublich gut gemacht. Das sagst, wo leckt der zückst der Tür aus. Und jetzt Staffel 3 kommt jetzt, glaube ich, Ende diesen Monats, glaube ich, auf. Ja, jetzt kommt das Ding. Das Ding ist so groß geworden, du dass bitte das Amazon Trommel- gekauft hat. Und jetzt läuft es, ich weiß nicht genau, wie es läuft, es ist jetzt auch wieder Hören sagen, aber grob wird es schon stimmen. Was die Leitung stimmt. Was die Leute sagen, stimmt. Amazon hat es gekauft und wenn es dann erscheint, wöchentliche Folge, glaube ich, nur auf Amazon Prime natürlich. Oder 2 Mal in der Woche, ja, Dienstag. Ist ja wurscht. Und YouTuber haben nun 1 Monat lang pro Folge, glaube ich, also müssen es 4 Wochen warten, bis Reaction-Videos draus machen können. Und jetzt sitzt ein Vollidiot wie Trimax, sitzt da und regt sich drüber auf, weil er sonst keinen Content hat, der talentlose Volltrottel. Ich find's so geil. Ich hätte gern das für immer Reaction-Videos verbieten einfach, weil das ist die größte Grütze, Aber- die im ganzen Internet unterwegs ist. Aber es ist ja für viele Leute interessant. Es ist ja der Fisch, der Ich versteh nicht, wie mich muss das nicht dem interessieren Angler schmecken, kann. sondern dem Fisch. Ich verstehe Das nicht, ist wie der mich das Punkt. interessieren kann, wie einer da sitzt, was anschaut. Ja, wie aber kann mich du, das interessieren, aber alle dass anderen dieser Vollidiot, verstehen- also wie es der da gibt- drauf Es kommt reagiert. ganz drauf an, es Und kommt es ist ganz meistens drauf so an, was er gekünstelt. Das ist halt das Schlimme, da die krieg ich meisten so das machen Kotzen. das. Die- Ich schaue auch aber sehr das- viele Reaction-Videos, ganz speziell von einem YouTuber, der heißt Asmongold, das ist einer der größten amerikanischen Streamer, das es gibt. Und der macht mittlerweile fast nichts anderes mehr, weil seine Spiele, mit denen er groß geworden ist, halt nur noch Bullshit sind. Und es ist halt im Prinzip, ist die Frage, wie man es macht. Wenn jetzt der da 10 Minuten Video so anschaut und seine Cornflakes frisst dabei und wartet bis vorbei, ist okay, war ganz cool, nächstes. Dann sag ich, ja, aber der macht aus einem 10 Minuten Video, macht halt der ein 3/4 Video. Und kommentiert an jedem Ding, diskutiert mit den Leuten drüber und so weiter. Und das ist schon sehr Das interessant. ist aber auch noch ein bisschen was anderes, sage ich jetzt mal. Was ich meine jetzt wirklich Ich finde halt das Wort Reaction behindert. Das ist einfach, das ist Meinungsmache und ich kommentiere Ja. das Video. wenn ich drüber rede, dann ist das ist ja ganz okay. Wenn ich jetzt das auseinandernehme und dann mit den Leuten drüber diskutiere, dann ist das ja für mich auch keine Reaction, sondern das ist halt einfach ganz was anderes. Aber ich meine jetzt allein dieses, wenn ich mir dann irgendwie so fette Wichser anschaue, die da, oder Entschuldigung, mehrgewichtige Wichser anschaue, die da sitzen, schauen sie das neue Musikvideo von Electric Callboy, meine ich, Ja, an, sowas ist und dann voll hocken sie behindert. diese 3 Minuten 50 von dem Musikvideo da und dann ihre dämlichen Grimassen, weil Ja, das du jetzt so ein kennst krasser das sowas, Break ist deswegen und hast du das so stark, ja. Dann krieg ich ich weiß, jetzt- ja, ich weiß, was du meinst. Dann will ich Das ist sofort einfach das nur, Internet da kaputt wo es machen. wirklich die Song nix, die Dinge Ja, einfach genau. nur, und das 3,5 Minuten lang. Ja, genau, und dann schaue ich noch zu, wie es dann- Musst Ja, aber mal, genau. musst aber mal so diese Reaction, musst du mal vor Voll behindert. Ren, also REN, da gibt's ein Video, das heißt Hi Ren, ist auch, da gibt's ganz viele Reactions, ich glaube, also wirklich zigtausende und alle mit, was weiß ich, wie viel 100.000 Aufrufen dazu. Und da musst du mal die Reactions dazu anschauen zum Teil. Dann sagst du was anderes drüber. Ich mag nicht. Doch? Es gibt, Nein. ich wollte gerade Doch. sagen, ich glaube, du hast da ein ziemlich krass Battle von genau den Reaction, die du Ja, halt mit da kennst. Musikvideos, Furchtbar. Trailer. Kannst vergessen. Das Einzige, wo ich sage, die cool war, wenn einer die Kamera beim Fernsehen hingestellt hat und hat mit jemandem Game of Thrones zum Beispiel angeschaut und dann ist die Folge gekommen auf Selbst die das Hochzeit. finde ich seltsam. Es ist zwar seltsam, aber das sage ich, war eine echte Reaktion. Das ist für mich nicht mehr wert wie ein Short-Ding. Ja, der Also verzeiht 6 sein. Sekunden, dann sage ich die Reaktion, aha, lustig, nächster. Ja, genau, der verzeiht nicht, aber da sage ich, das war zumindest eine echte Reaktion Ja. von einem Menschen, der halt das, ja, man kann ja rechnen damit, was da passiert, aber diese andere Scheiße, wenn Star Wars Force Awakens, da glaube ich, habe ich das erste Mal Kontakt mit Reaction-Videos gehabt, wie sie sie aufgeführt haben. Ja, da das hast du war- falsches Battle, ich meine ganz was anderes. ja. Das ist zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach das Beispiel vom Asmongold, weil ich da das meiste ja selber konsumiere. Da gibt es ja genügend Content Creator im Internet, die machen Videos zum Thema. Zum Beispiel, why is gaming not fun anymore? Und hat er da so ein 20-Minuten-Video, da wo halt alles durchgeht, warum er meint, dass Gaming nicht mehr so viel Spaß macht wie früher, bla bla bla. Asmongold schaut sich das an und kommentiert, glaube ich,
alle 30 Sekunden Pause und redet dann über das, was gerade gekriegt wird und so Ja, weiter. das ist- Das ist für mich, das ist auch hart an der Grenze, weil ganz ehrlich, derjenige, der das Video gemacht hat, ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, und wenn der Eismengel das Video nimmt und hat dann 2,5 Millionen Views auf dem Ding, aber das ursprüngliche Video 200.000, Ja, ist ein bisschen. dann denke ich mir so, auf der anderen Seite denke ich mir aber, wenn jetzt jemand mein Video nimmt irgendein How-To, irgendeins, und der hat 2,5 Millionen Abonnenten, nimm einen Gronk, beispielsweise, und der schaut sich ein Video von mir an, reagiert drauf und ist in seinem Stream und da schauen 50.000 Leute zu. Bin ich dann grantig oder freue ich mich? Du bist ein bisschen grantig, weil er easy Content hat, aber eigentlich. Das kommt darauf an, wie er es macht, wenn er nicht einmal meinen Namen nennt. Ja. Wenn er einfach sagt so, da ist das Video bla. Sondern vorher wird hergezeigt, das ist der Kanal, lasst einen Like da drauf, lasst dem Typen ein Abo da, cooles Video. Weiter. Dann sagt kein Mensch was. Dann sagt kein Mensch, ganz im Gegenteil sogar. Dann bist du eigentlich ganz Da haben schon leid. Leute richtig groß geworden. Da gibt es einen Diablo 4 Content Creator, der hat sich halt seit Juni Vollgas drauf konzentriert, dass er nur Diablo 4 Content macht, und jetzt spielen Diablo 4 nur genau 4 Leute. Jetzt sagt er halt da. Ja, das sagt ja die Zahl im Titel. Ja, genau. Diablo. Wie viele Leute spielen Diablo 4? Für mehr haben wir nicht bloß. Und den hat kein Mensch kennt. Also der hat wirklich reingegrindet wie er behindert. Also wirklich jeden Tag konnte man wirklich halt keinen schlechten. So ein langer Rothaar oder Langz oder der Teufel aus Alaska. Und dann kommt der Asmongold und schaut sich den seine Videos an. Und heute hat er 300.000 Abonnenten und lebt davon. Innerhalb von 2 Monaten. Ja, das ist schon nice. Doch schön. Deswegen sage ich so, es ist so, wie du das halt machst irgendwie. Ja, ich kann schon weil- verstehen, dass man das sofort herabwertet mit du kannst nichts, du Trottel, keine Ahnung. Es kommt Aber- darauf an, wie du es machst. Ja, ich sag, Ja, es ist halt, wie gesagt, was finde ich, wie ich schon gesagt habe, es ist immer, der Wurm muss nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken. Ist auch wieder Punkt Nummer richtig, eins. ja, Punkt Nummer aber zwei das ist erklärt, warum TikTok es existiert. Es ist aber auch so bei vielen Dingen, es gibt ja viele Leute, die wo dann zu so YouTubern und sowas ausschauen, die wo halt dann sagen, okay, der kann was, der weiß was, das interessiert mich, und dann interessiert diese Leute auch diese Meinung. Was Das die war zu Money mit bestimmten Meinungsmache, Sachen, ja. genau, mit so bestimmte Sachen haben, wie zum Beispiel jetzt, wo zum Beispiel, ich schaue mir mal einen recht großen Stream aus der LoL-Szene an, der wo so Sachen auseinander nimmt, wie jetzt zum Beispiel, es gibt wieder neue Berichte von der ARD übers Thema Game und der wieder so 20 Minuten Bericht text und den nimmt er dann komplett auseinander und sagt, warum das jetzt stimmt oder wie es bei Erm damals war oder wie es wirklich jetzt ist. Ja. Dann ist das eine geile Geschichte und dann schauen wir das ja gerne das ist ja ganz Und- was anderes als das, was Ich sag, mache. wenn da mindestens 50% Eigenleistung drin Ja, ist. genau. Und nicht bloß, und fries meine Cornflakes dabei und sagen, ja, das hat mir jetzt nicht so gefallen, nimm mir das nächste, dann muss ich sagen, Alter, was ist das? Das ist genau die talentlose Scheiße, wie ich vorher von dem anderen Trottel gesagt habe, das ist sie, zahlt 5.000 Euro für FIFA-Packs, macht's auf, und wenn er was Gutes kriegt, macht er und alle im Chat draußen aus, sag ich, was ist denn das für eine unterbelichtete Dummscheiße, ihr Trottel? Ja, Was schwierig- ist das? Schwierig wird's halt bei FIFA bei Frauen, da haben wir ja schon drüber geredet. Ja, stimmt. Ja, Content, wo? Wo? ja, Wie ist denn der da hingekommen? Das hallo, ist der kein hat Mensch. 5.000 Euro im Packs investiert. Ja, super, jetzt Ja, Glückwunsch. ja, schaut Trimax so? Schon Oh. brutal. Hoppala, was? Wer? Ups. Kenn ich nicht. Vollidioten. Unfassbar. Ich kenne Tri-Packs. ihn echt nicht. Ich kenne auch nicht wirklich. Ich sehe bloß, wenn wieder, haben wieder mal einmal in der Woche die 20 Minuten Shorts und dann sagst du wieder, ich weiß nicht, warum mir das vorgeschlagen wird. Ich verstehe es nicht. Ich schaue mir diese Scheiße nicht an. Ich verstehe es nicht. Ja, YouTube Ich wird krieg das momentan auf TikTok krieg ich immer einen Deggendorfer Typen vorgestellt, der wo Pizzas testet in Deggendorf. Und ich krieg den ständig, jeden Tag 5 Euro und ich denk mal, ich mag nur nicht wissen, was. Wer weiß, wie viel Geld diese Spackos in zielgerichtete Werbung Hat er wenigstens schon Aber- gescheite Pizzas gefunden. Ja, die war bis jetzt beim Dönermann. Ja, das sagt alles, glaube ich. Da Ja. muss ich vielleicht auch dazu sagen, unser Dönermann. Ja, Der hat eine Pizza, ja, Alter, dann haben wir jetzt ja, erst ja. auch nicht so eine Pizza, Jo, Döner, Döner- was, dann habe ich mir die Pizza gekauft. Machen geile Pizzen. Das ist die beste Pizza in London. Ich konnte jetzt fast nicht sagen, das ist die beste Pizza in London, das ist behindert. Ja, aber Geil. es ist ja wieder eigene. Also, ich glaube, du kannst mit der italienischen Pizza nicht Ja, vergleichen. Nein, das hat nichts miteinander Aber zu geil tun. mit- was Aber anderes. vom Geschmack her ist. Fleisch drauf und Soße über Pizza. Und dann Nein, was- gibt's auch, aber ganz normale aber- Salami-Pizza. Na, ganz normal. Also, Da ist der Bohnen. Sucuk, gell. Sucuk-Pizza. Ja, die Ja, stinkt ja noch dreimal mehr. Diese so ein Stinker, die Salami. Sucuk mit viel mehr Knoblauch halt. Obergeil, das Ding. Obergeiles Ding, Ja, ja. du musst einmal Da ist ja der beißen, Bohnen du so stinkst richtig drei dick, Knoblauch. der Dorg ist geil. richtig dick und weich und 3 Pfund Kass Oh, drauf und Ding. Das ist einfach nur geil. Jetzt sind wir schon wieder beim Essen, hat's ab. So der Döner-Sepp, geiler geht's nicht. Da hab ich gedacht, ja, nimmst du mir ein Stückchen Mies, eh wurscht. Bei seine hab ich gedacht, Oh, geb euch. das war die Erleuchtung, Alter. Dönermann, bester Mann. Richtig geil. Was darf sein, Hat Boss? doch jetzt in Landau der Chef. hat doch jetzt in Landau ein neuer aufgemacht, wieder da in der Schon wieder, Oberstadt. die 28. Dönerbude. Ich hab die ganze auf Instagram auch die ganze Werbung gekriegt, dass man da kommen soll, weil dann gibt's Döner für 4 Euro und bla bla. Und ich bin dann im Doktor gerade durchgefahren und dann ist da tatsächlich einer mit so einem Kickerl-Kostüm draußen und man mit zum Leid animieren.
Und ich hab's ja verlangt, ich hab gedacht, das gibt's nur bei so Teenie-Filmen aus den USA, aber nein, das die ganzen Tage ist den Stadtplatz auf und abgelaufen. Da hab ich damals drüber nachgedacht, wie wir einen Sketchup aufgemacht haben, da hab ich mir auch überlegt, so, weißt du was, jetzt erzählen wir irgendjemand eine Woche lang, der da vorne an der Straße bei der Heimfahrt, kennst du die Schädelschwinger-Typen? Ja. So einen wollte ich haben. Und unser zweiter Marketingplan war gewesen, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Und zwar in der Nacht vor der Eröffnung. Alle meine Freunde und Bekannten und was weiß ich, auf der 3, mir. Wie bei Diablo 4. Ja, das ist Eröffnung 4. Und dann lasse ich 5000 Plakate drucken. Und dann gehen wir strategisch die Hauptstraße von ganz oben vom Jetzt 1080 Plakate machen wir. Ja, stimmt. Ja, das weiß ich wieder gar nicht. Man ist selber durchgefahren und Zeit, du Trottel. Ja. Und dann von ganz oben von der Hauptstraße bis ganz unten alles zupflastern mit dem Ding. Und zwar alles. Wirklich Häuser zu, Fenster zu, alles, damit jeder, der da durchfährt, so durchfährt. Welches dumme Arschloch war denn das? Ja, genau. Und innerhalb von einem Tag kennt dein Geschäft die ganze verfickte Stadt. Da gibt's ja was der Chef gesagt hat? Ja, das ist grundlegend eine ziemlich geile Idee. Fährst du damit zur Polizei aufhören, lass dir ein Angebot geben. Das ist so kurz davor war ich. Hätt's weggekostet. Siehe Polizei. Siehe Polizei, was da denn passieren, wenn? Was wäre, wenn? 5000. Genau. Wenn Sie das rechnen, kann ich feiern, haben ich mich Bon rauchen. Was haben Sie das feiern? Herr Polizei, ich habe einen Freund. Okay. Der überlegt, da ganz was crazy. Wo war jetzt das stehen? Das waren wir eigentlich beim Grünen. Das war eigentlich so das Pendant zu dem scheiß Büchsen aufstellen, wenn du ein Kind kriegt. Ja, wir eigentlich bei Wollecke. Draufgekommen bin ich damals, glaube ich, kennst du die Pranks, wenn du einen Arbeitsplatz vor jemandem mit 4 Millionen Post-its zuklebst oder mit 4 Millionen Wasserbechern, die du einfach hinstellst und dir wegräumen. Das ist eine fiese Scheiße. Wir machen jetzt übrigens, wie beim Fight Club, kriegt eine Hausaufgabe auf. Einem Arbeitskollegen, der gerade im Urlaub ist, bestellst heute, jetzt noch, sofort bei Amazon, machen wir mal 5000 Plastikbecher, die kosten einen Teufel, kosten ein Plastikbecher, keine Ahnung, 20er, da zahlt es zusammen im Büro oder sonst wo. Und dann, der hat seinen Arbeitsplatz, einen Schreibtisch, seinen Stuhl, einen Boden, rundherum, alles. Der macht alles mit Wasser voll. Nein, nicht Wasser. Mit was dann? Oh ja, wirklich, das andere ist das Leben mit Orangensaft. Da bin ich nämlich eins umgekippt. Oder Apfelsaft für die ganzen Fliegen, diese Fleischfliegen momentan. Ja, geil. Du nimmst einen Apfelsaft und schützt einen Apfelsaft. Aber der ist also teuer. Das ist Geld aus, wenn es eigentlich was richtig was kostet. So oben draus und bringt jeder kleine Becher zum Urologen und lässt zuschauen. Also, und er muss dann testen, welcher wirklich Apfelsaft ist und welcher nicht. Und stellt es voll. Bettel bitte an info@speziwirtschaft. Haben wir überhaupt die E-Mail-Adresse? Ja, podcast@bürgerwehr.de, oder? @bürgerwehr.de. Ja, schickt's Bettel. Bittchen, Das Olli. wird gut. Gib. Und falls ihr keine vom Apfelsaft habt, dann von euch bitte. Aber nur für die fetten Titten. Fetten Titten. Nur von Männern. Titten. Nur Männer-Titten. Ja. Among all this hate and war. Finally, Titten. Geil. Ja, auf jeden Fall bei Amazon, ne? Ja, aber Amazon kauft das Format, das ist halt schon krass. Bei Fritz Weinecke. Horst der mittlerweile, oder? Weil der sich über alles beschwert mittlerweile. Wer? Der Fritz Meinecke. Das ist der Das wo ist der selber Bruder das von Wein Maier, erfunden hat. Der Chef von dieser Serie. Genau, und der hat sie ja mehr oder weniger verkauft an Amazon. Ja, natürlich. Was hat Amazon wieder hingelegt? Eine Milliarde wahrscheinlich. Und jetzt beschwert er sich halt, dass die eben so ausnutzen und dass halt so Sachen so ausgehandelt waren. Aber nur mit Geldscheine seine deswegen hast du ja Fritz Weinecke. Wie das Video damals. 100k, 200k, 300k, 400k. Sag einfach Stopp. 500k, 600k. Ja, das ist, jetzt beschwert er sich, ja, dass er soll sie in sein Arschloch trenzen, der Trottel. Was ist denn das wieder für Behinderung? Das ist schon. Ja, selber schon, was hat er gemeint, wenn der Megakonzern deine scheiß Serie kauft? Was hast du denn gemeint, was passiert? Irgendwann kann die kreative Freiheit behalten. Ja, natürlich. Natürlich. Kann wahrscheinlich froh sein, dass es ein Mensch war das erste Mal, dass Amazon Netz ist oder sonst wie irgendwelche Formate verschandelt und innerhalb von 2 Staffeln abgesetzt wird. Aber jetzt überleg doch nur mal, weil wenn du jetzt auf Amazon bist und das am Monat vorher schauen darfst, Folge 1, 30 Tage. Wie möchtest du das auf TikTok, Instagram Reels und sonst wo möchtest du das? Das ist der Teil, den die Anzug tragenden Arschlöcher nicht verstehen. Die Serie ist wegen YouTube Reactern, wegen TikTok Shorts so riesig. Und nicht, weil Amazon da 800 Millionen Euro einbuttert. Das versteht der Anzug Sepp aber nicht.
Da wird er sich wundern, dass Seven vs. Wild gibt ihr 2 Staffeln, maximal. Ja, aber ich glaube schon, dass Amazon Prime, also die Staffel, die werden wir sich schon schauen auf Amazon Prime, weil ich glaube, dass das ja wahrscheinlich einen Charme verliert. Das Problem ist halt dann. Das wird dann wieder so auf hochkarätig poliert und so, und dann ist es nicht mehr das Gleiche. Das ist nicht mehr das Gleiche. Auf YouTube wird es halt nicht mehr ankommen, weil eigentlich haben sie ja alle, egal wer da dabei ist, die haben sie ja damit, es hat ja zum Beispiel ein Trimax gesagt, wenn mir den alles ja, mit den 2 Monaten, wo ich da weg bin. Da kann man sich einen Monat lang FIFA-Packs aufmalen. Nein, der verliert ja damit mehr Geld, als dass er überhaupt einnehmen kann. Oh, scheiße. Verdient er nur 8 Millionen statt 12 im Monat. Oh. Ja, das ist muss man in den Keller mal anschauen anscheinend, weil ich verstehe nicht, über wen das ist. Das ist für mich völliges Fremdland. Es ist halt einer der größten YouTuber. Ich gebe dir 5 Minuten, schaltest aus und dann warnst du unter der Dusche und frisst der Topf schon gleich. Das tue ich aber so oder so. Frisst halt vielleicht schminke ich mich dazu. Ja. Das gefällt dir doch, du Schlampe. Das gefällt dir doch. Ja, das ist schwierig. Ja. Aber sonst was? Ich weiß halt auch noch eine Sache, wenn wir schon bei YouTube sind. Da kommt, ich habe nur noch einen coolen Side-Fact für nachher. Den hebst du bis zum Schluss auf. Ja, Hosen-Side-Fact. Wow, das ist voll gespuckt. Ja, sorry. Aber ist nicht schon mal aufgemischt, bleiben wir immer am Schluss so irgendwie so. Überhaupt nicht. Doch, du hast in der letzten Folge einen Biergang gespimmt. Das war aber Absicht. Ach so. Das mache ich immer so. Goschen ausgeschwappt. Ja, und zwar kommt, da wir alle YouTube konsumieren, nehme ich an, kommt eine große Änderung ab 1. November. Ich schau nur Rakuten. Servus TV und Rakuten TV. Ja. Scheiß Rakuten hat ja bei den Samsung-Fernseher sogar eigene Tasten. Ja. Ist das Ding so groß oder was? Ich was meinst du, was das kostet hat, dass der Knopf da drauf ist? Aber was ist das überhaupt? Kein Mensch hat doch das irgendwie abonniert oder sonst was. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Lauf doch nicht dieses, wie nennt man das, Funsport-Zeig so, diese Action-Sport, so Motocross, so typische Red Bull-Sportarten. Okay. Glaube ich. Keinen blassen Schimmer, was überhaupt läuft. Da kann ich sich erst weiterentwickeln mit seinem Piercing. Bitte nicht schauen. Kann ich. Evolve to Canfred. Canfred, der Carschrauber. Da brauchen wir einen Carnivore. Sitzen 6 mit mir herinnen mit dem Schraubenschlüssel. Ja, genau, das ist schauen. Hey, Burschen, aber halt nur ein bisschen was anderes schauen. Da so ein Spinnennetz tätowieren. Ja, genau. Das gehört auch noch dazu, das ist mir letztes Mal eingefallen. Das stimmt, ja. Und dann die Tier 3 hey, ist Burschen, dann... habt ihr Hebebühne da, wir müssen noch ein bisschen und dann habe schauen. ich mein Board, den rasieren wir dann da so als Strich. Stimmt. Und dann aber so ganz leicht schief. Ja, genau. Immer so ganz leicht schief, diesen Bart. Die sind richtig geil. Der ist nie gerade, da kann man verzeihen, was er macht. Null. Er weiß es einfach selber machen. Geht's noch wenigstens irgendwo los das machen, die was kennen, aber nicht selber. Ja. Mei. Große Änderung auf YouTube. Ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant für sämtliche meiner Zuschauer in meinem Kanal und daherin auch nicht. Und zwar, in Zukunft sind wir nicht mehr mir schuld, wenn alle 20 Sekunden ein Werbeblock kommt. Ich habe eigentlich gemeint, die Änderung kommt ab 1. Oktober, kommt aber ab 1. November. Und zwar wir Creator kriegen eine E-Mail, so, ab 1. November gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten mehr für die Monetarisierung von YouTube-Videos. Damit die optimal mehr verdienen, bla, es geht nur ums Verdienen, brauchen wir nicht schmerzen. Ist ja irgendwo in Ordnung, ich meine, die Plattform muss ja irgendwie finanzieren. Ich glaube, YouTube... Ja, ist wahrscheinlich auch so, weil ich dann wahrscheinlich mit meinem Hauptkanal zum ersten Mal, wenn ich Glück habe, mit der Werbung... Zweistellig. Wird es dann zweistellig, wenn man Glück habe. Das ist halt im Dialekt-YouTuber... Gut, gibt nicht viel, aber die werden es wahrscheinlich wissen, dass der RPM, das heißt dein Verdienst pro 1000 Aufrufe, der ist irgendwo im Cent-Bereich. Also es ist völlig irrelevant. Rubel pro Minuten. Okay. Auf alle Fälle ist es ab 1. November so, dass diese Option wird entfernt. Also ich kann nicht mal mehr sagen, Werbung ja, Werbung nein. Glaube ich, weil wenn ich es ausschalte, dann kriege ich einfach nichts, aber YouTube schaltet trotzdem Werbung. Toll. Also für kleine Kanäle ist das halt unfassbar beschissen, weil du halt erst, ich glaube 4000 Abonnenten brauchst oder so, oder 1000 und 4000 Stunden Wiedergabezeit, dass du überhaupt Werbung schalten darfst, um Geld zu verdienen. Das ist ja nicht da zu sagen, um das geht es eigentlich hin. Und was mir eigentlich geht, ist, dass YouTube jetzt nach freier Willkür die Werbeblöcke platziert. Und wie dermaßen aggressiv YouTube diese Werbeblöcke platziert, weiß, glaube ich, jeder. Ja. Und zwar ungelogen im 1,5 bis 2 Minuten Takt. No, ich kann's. Boah, vielleicht gut, das heißt, in unserem Stundenvideo, das geht nicht durchgehend so, sondern YouTube sucht sich dann die Stellen aus, wo die meisten aussteigen und tut den Werbeblock dann da weg und tut ihn davor. Lauter so ein Scheiß. Also das ändert sich permanent. Und wirklich in unserem Fall war das alle 3 Minuten ein Werbeblock.
Das heißt, es ist unschaubar. Was soll die Scheiße? Oh ja. Und was noch krasser wird, Schaut sich zum Einschlafen. was auch immer aggressiver wird, ist, dann kommt nicht bloß eine Werbung, da wo du nach 5 Sekunden die dann wegdruckst. Ja, die kannst du teilweise sondern überhaupt nicht mehr. genau Zwei das. Blöcke vor die Videos ist jetzt Genau schon so. das. Da stehen dann auch schon Richtlinien drin, wie das ungefähr ausschauen wird. Am Fernsehen werden es längere Werbeblöcke, die du nicht überspringen kannst. sei Dank. Am PC und am Handy werden es maximal 2 mal 20 Sekunden. Lauter so ein Scheiß. Und es wird, also ich befürchte das Schlimmste, dass das erstmal richtig ekelhaft wird. Also die zweitlängsten 20 Sekunden, die jemals dann gehabt habe. Das ist richtig. Zweimal hintereinander. Dafür waren es dünn. Na, zweimal hintereinander geht auf gar keinen Fall. Das ist auf der einen Seite natürlich, jeder Creator denkt sich, wahrscheinlich verdiene ich dann mehr Geld. Auf der anderen Seite denke ich mir aber so, ich glaube, dass das ziemlich viel Leute abfangen wird. Und zwar richtig. Aber Die einzige Lösung, sage ich dir, wie es ist, so dumm wie sie das ist, das YouTube Premium. ja, du kannst ja auch nichts dagegen. Also das Problem ist, wenn du jetzt sagst, okay, dann boykottiere jetzt YouTube. Ja, was tust du Aber dann? wo wir Was tust du genau, dann? nix. Ich weiß genau, was passieren wird. Vimeo geht. Ich weiß genau, was passiert. Ab 1. November kommen wieder die ganzen Rant-Videos. Eventuell mache ich da auch eins drüber. YouTube, ich boykott Scheiß auf YouTube. Ich gebe da genau 2 Wochen, du Mongo. Wo möchtest du denn hingehen? Was möchtest du noch schon? Möchtest Clipfish schauen, du Trottel? Gibt es noch? Weiß ich nicht. was tust du denn? Ich gebe dir 2 Wochen, dann hockst du wieder da und die Hälfte von euch macht einen YouTube Premium Account, weil es unerträglich ist. Und ich sage dir jetzt auch was, ich habe am Anfang YouTube Premium gehasst und ich denke, das ist eine Frechheit. Die Umstellung, YouTube war immer schon for free. Die Umstellung ist halt einfach, YouTube, wenn schon seit 5 Jahren 10 Euro kosten, da keinen Menschen das interessieren. Ja, aber die waren Was für schon vor Netflix- und Co. da, ja. Für Netflix zahle ich 1000. Gar nichts. 15 Euro, glaube ich, Danke, gefühlt. Lennart. Und Accountband. Der heißt gar nicht so. Und mir wird nur Scheiße hergeschissen. Da ist ja nur noch Scheißdreck drin. Und da höchstens im Monat einmal 2 Sachen, aber ich sage, okay, rechtfertigt das 15 Euro, ich glaube nicht. Auf YouTube, Gute Serie. ich glaube, jetzt pass mir auf, da kann ich vorlesen. Pass auf. Ich habe YouTube Premium seit ungefähr einem Jahr. Ich kann nicht lesen. Seit Ende Oktober letztes Jahr. Jetzt pass auf, jetzt lese ich dir was vor. Ich habe da Statistiken drin. Wie viele Videos ohne Werbung, das ich schon geguckt habe. Wie viele Stunden? Jetzt pass auf. Meine Ich YouTube jetzt schon Premium leider aus, Verteilung. gell? Was schätzt denn, wie viele Stunden Machst du ein Heft? Videos ohne selber, Werbeanzeigen, das ich schon gekauft habe? 12. Auch schon ab 12. 3900 Stunden. Mic Drop. Mic Drop, Bitch. Handy Drop. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die 12 Euro im Monat ist okay. Ja gut, die kannst du Nur, nicht ich abschicken. werde weder von YouTube bezahlt noch sonst irgendwas, aber ich muss Du deswegen wirst nicht von schreien. YouTube bezahlt. Ja, gut, irgendwie schon. Lügenpresse. irgendwie zum Teil schon. Aber ich, Ein YouTuber, der- habe nichts davon, wenn sie ein Zuschauer YouTube Premium kauft, sagen wir es so. Und keine Ahnung, deswegen glaube ich, ist es Aber einfach, wie ist es dann? die Umstellung ist krass. Ja, aber wie ist es jetzt, rein theoretisch jetzt nur mal von deinem Verdienst her, das hat mich jetzt interessiert. Wenn du jetzt einen hast, der wo jetzt sagt, okay, YouTube Premium fickt euch, ich schaue lieber die Werbung bei dir auf deinem Video. Oder wenn jetzt dann ich sage, okay, ich habe die 12 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat und gönn mir das ohne Pause. Was ich dann Ja, von was dir ist denn krieg, da- was ist der das Unterschied? weiß Oder ich, gibt's da da einen müsste Unterschied? Oder- es gibt auf alle Fälle, also es gibt einen YouTube Premium Umsatz für Creator, auch für unseren Kanal da, Okay? aber ich weiß nicht, wie viel der ist. Okay, na, hätte mich jetzt gerade interessiert. Ich weiß Danke nicht, für wie die- viel der ist und was ich mir mit einem Klick, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber was ich deutlich merke in den letzten 2 Jahren, dass dieser Wert geht um tausende Prozente. Okay. In den letzten 2 Das ist auf Jahren. alle Fälle nur Ich zwingend. rede jetzt von, da geht es wirklich von Ja. 5 Cent auf 2,50 Euro gehen dann, was weiß ich, wie viel Prozent Zuwachs. 46 100. ungefähr. Aber viel. Ach so. Sehr viel. 146. 100 Es gibt da Mittel und Wege per VPN, sich einen Premium-Account zum holen für Aus der 1,50 Euro aus der Türkei. Und Ja, so das Scheiß. kenne ich ja. Ich weiß bloß, weil Aber- ich sag das halt, wie es ist, ich habe keinen Bock, dass mein YouTube-Account gesperrt wird. Aber eigentlich Das auch eine ist Ironie dumm. für sich, dass YouTube Werbung macht für NordVPN, Ja, stimmt. dass man in die Türkei gehen kann und sie Du weißt, da kaufst du einmal für einen Monat NordVPN, sagst, wenn ich nicht weiß, was ein VPN ist, aber durch die Werbung wird es 100.000 mehr erklärt, da kannst halt du am Internet vorgaukeln, du sitzt in der Türkei und wenn du dich dann in YouTube einloggst, dann meint natürlich YouTube, du sitzt in der Türkei und dann kostet YouTube Premium nicht 12 Euro, sondern 1,50 Euro. Da steht da, Walla Bruder, kauf mich als 50. Gute Qualität, ist echt. Ja, ist echt eine Das gute ist Qualität. original YouTube. Gute Ich schwöre. Qualität. Du hast der Wallertyp. Also das geht auf alle Fälle, sagen wir es so.
Ja, das wollte ich eigentlich nur der Menge mal mitteilen, dass Okay. ich ab 1. November bin ich gespannt, was passiert. Ja. Ich Wir werde es nicht mitkriegen, habe YouTube Premium. Aber bin ich nicht. gespannt. Ich werde Aber ich sag das, was ist, ich werd mit einem Inkognito-Tab reingehen und werde mir das mal anschauen, was... Auf Inkognito-Tab Inkognito-Tab geht nur Tab. auf andere Portale. Ja. Mit die eBay 400 Kleinanzeigen. mit die 400 Tabs, weil der 12. noch nicht anreidig genug war, du fetter Wichser. Ja, richtig eklig ist, wenn du den dann wieder zumachst und dann so das ist der Walk of Shame für... Wenn du fertig bist, dann warnst du ein bisschen, weil du nicht fassen kannst, was du gerade hast. Zu was du das gerade hast. Ja, und wie du danach aussiehst. Was? Und dann 5 Minuten später rechtsklick geschlossen, den Tab wieder öffnen. Genau. Verlauf wiederherstellen. aber Letzte bei Sitzung mir- wiederherstellen. Irgendwie was doch, gell? Irgendwie schon. Geil. Du abartiger Huren. Ja, aber was soll man machen? Gell? Was soll man machen? Was soll man Übrigens, ich bin momentan am Schauen von einer sehr geilen Serie. Auf Netflix, das ist so Das eine kommt ja vorher mit Filmen, ich habe es im Vogel gekriegt. Na, nicht 5 Filme, Minuten bevor wir Serie. fertig waren. Serie. Ja, so geht's. The Devil's Plan. Ist eine chinesische-japanische Serie und haben 12 Leute, also finde ich ganz coole Idee, haben 12 Leute, alles sehr gebildet, also alle mindestens Studium, Anwälte, Ex-Profi-Gamer, Mittlere Reife. die mittlerweile Poker-Profis haben und so Sachen, also wirklich alle 12 Leute, die da drin sind, unglaublich schlau. Und die haben praktisch, die spielen gegeneinander diverse Spiele, und da können die Leute sich Chips verdienen, das zählt da drin als Währung, der kein Chips mehr oder kein Geld mehr hat, der fliegt raus. Und diese Spiele, die gehen halt dann praktisch entweder in diese Richtung, also die gehen immer in diese Richtung, entweder man spielt miteinander und jeder kriegt ein bisschen Chips, oder es gibt halt ein oder zwei, die damit richtig absahnen können und dafür verlieren halt andere Leute Chips. Und es gibt dann um den am Schluss ist das Ende vom Spiel Erklär mir ein was, Ding Spui. gewinnt. Ein Spiel, das ist zum Beispiel, das ist sowas wie ähnlich wie Werwolf. So ist das erste Spiel zum Beispiel. Das ist mittlerweile übrigens das Format im Format. Flocky erklärt etwas. Was redet denn über Chips und 2 Chips Ja, miteinander nein, Chips? ja, Und wenn er kann richtig absagen, ja wobei! Bei Spiele. Ja, Da gibt's erklär verschiedene Spiel. Werwolf, was ist Das ist Werwolf? praktisch Squid Game gerade ohne Sterben, dafür mit Chips. Na, nicht ganz. Okay. Auf jeden Die Fall waren ist nicht so praktisch gescheit so zum bei Squid Beispiel ein Spiel besteht daraus, dass es gibt Town of Salem, sagt ihr das was? Zufällig hast du das mal gespielt? Der Das Begriff ist sagt mir was, aber ich praktisch- weiß nicht, was es ist. Das ist praktisch es gibt so oder so ganz einfache, normale Leute. Es gibt einen Polizisten. Einer es gibt Terrorist. zum Beispiel, es gibt 2 Terroristen, die wohl Ja. Leute infizieren können mit irgendwelchen Giften. Oh, das ist jetzt kompliziert zu mir. Ja, deswegen sag ich, auf jeden Ja, lass den Flocky erklären. Na, auf jeden Fall, du kannst ja praktisch dich gegeneinander ausspielen und das ist halt sehr interessant, wie da manche Leute denken und die Leute auch gegeneinander ausspielen. Das ist Also, ein bisschen Among Us. genau, so ein bisschen in die Richtung. Ja, Und es das gibt glaub halt ich, zwei ja. verschiedene Arten von Spielen. Einmal eben, um diese Chips zu gewinnen und einmal um den Jackpot, den der am Schluss, als letztes am meisten Chips hat, bevor alle anderen rausgeflogen sind, das Geld gewinnen kann. Und das ist, also ich bin jetzt fast fertig und es ist eigentlich ganz interessant, vor allem diese Gedankengänge und diese Unterschiede von den Leuten her. Also es ist Schon schon gibt's die zum Moschern. Netflix. Netflix. Ich war jetzt noch Netflix. im Kino, weil wir mir über CGI-Effekte schimpfen. Ja. Da musst du den The Creator anschauen. Der Film hat 80 Millionen. Der muss richtig gut sein. Der hat Ja, 80 gehört, Millionen Budget und schaut 85 Millionen mal besser aus als jeder letzte Blockbuster, Hab ich der auch schon. 200 Millionen Budget gehabt muss hat. Ja. jetzt Ein paar Mal gehört, ja. Ja, da ich auch schon gehört, geht's um eine künstliche Intelligenz und die hat einen Atomschlag auf Los Angeles gemacht und jetzt haben es im Westen praktisch das verboten, aber in Asien leben die Menschen weiterhin neben Roboter und so weiter und die Amis führen halt dann Krieg und greifen von da hinten an, weil sie wollen da ist einer da, der halt das zeigt und also programmiert und da so eine Der Superwaffe Creator baut. praktisch. Man kann sagen, ja, er hast irgendwie irgendeinen anderen Namen hat der da, und sie führen halt da Krieg gegen die und es stellt sich dann, ich sag jetzt mal, also optisch ist er eine Wucht, das ist Wahnsinn, erzählerisch, ab und zu ist, ja, man meint eigentlich, dass es ein wenig um die Frage geht, wann ist Intelligenz menschlich oder so, das bleibt, finde ich, ein bisschen auf der Strecke, was aber jetzt an sich nicht schlimm ist, weil der Film trotzdem ganz viele Qualitäten hat, die Bin ich trotzdem auch viel gespannt, überzeugen. ja. Auf den habe ich auch Bock gehabt. Aber Ich hab allein nichts diese Optik, wie gesagt, 80 Millionen Budget das Ding und Bin schaut gespannt, so ja. viel besser aus wie jeder scheiß was war der letzte schöne Marvel-Film? Ja, gut, Guardians of the Galaxy 3, da war ja ein guter Regisseur dahinter. Da hat man sich kurz mal wieder Mühe gegeben. Genau. Ja. Dann- Und ansonsten, jetzt hat Loki die erste Folge von der zweiten Staffel Hast ist du gekommen, gesagt, das schaut ja. auch wieder gut aus, aber der Rest da ist Ja. hallo Flash. Wie das Hitch ist. Das was ist dann das schlechte CGI, hast du im Flash angeschaut? Nein.
Da haben sie dann da ist er dann in so einem Raum und da sind die ganzen Zeitlinien und so. Und das ist unterirdisch, das schaut so beschissen aus und das haben sie dann rechtfertigt damit, dass sie das mit Absicht schlecht gemacht haben, weil das soll surreal wirken. Nein, das ist nicht surreal. Schau mal, auf der PlayStation 1, du Arschloch, und sonst nichts. Das ist einfach nur beschissen billig ausgeschissen. Ja. Wahnsinn. Aber das war richtige Wohltat. Wir sind aus dem Kino zu dritt raus und jeder hat gesagt, wie schön ist denn das, endlich wieder mal ein Film mit coolen Effekten zum Singen durchgehen. Stell dir vor, jemand hat nicht bloß irgendeine 0815 Story CGI hingerotzte Scheiße hingeschissen, sondern jemand hat Bock auf seinen Film. Genau. Und so ist es mit allen Dingen, die scheiß greedy Scheiße macht alles kaputt. Das merkst du jede Sekunde bei dem Film, dass der Bock Tor hat. 85 machen, Marvel 580. Film, weil du brauchst bloß draufschreiben, passt schon. Tor 4. Lauter so ein Mist. Und genau dasselbe ist bei den Spielen. Der Greed macht alles kaputt. Zum Beispiel auch beim Trimax, dass er keine 100.000 Euro mehr verdient, weil er nicht auf den Scheiß reacten darf. Herzlichen Glückwunsch. Und damit verabschieden wir uns. Wir haben noch gar nicht zum Kommentar aufgerufen, das ist aber ein bisschen spät. Sagt uns, zu was ist errecken das? Ja. Hoffentlich nicht zu meinem P. Ich kommentiere der Erektion. Ja, das machen wir. Schickt uns Battle vor Survival. Stimmt, boah, die kann man wirklich machen. Schickt E-Mail-Adresse podcast@bürgerware.de. Halt auf, wir sind auf der Survival, Just do it! Survival im Erection Camp. Hauen wir es schon wieder. podcast@bürgerware.de. So, Kani, mir ist wieder ein Beitrag, Flogiani, mir ist wieder ein Beitrag. Für die Erklärungen musst du sagen. Danke, ja. Danke, dass du so viel Mühe gibst bei deinen Ich Erklärungen. stehe auf euch, Jungs, ich stehe auf euch. Dann schau, dass du lang gewinnst, ihr Trottel. Selber. Bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag.